Lützburg leidt an diese Statistike ganz viel bei, gedürfe als ein von den reichsten Ländern von der Welt bezeichnet, was pro Cap-Einkommens anbelangt. Vor denen sich muss stellen, als was bedeutet Wachstum, der PIB, für den Einzelnen. Sicherlich für ein Teil von den Leuten ist das finanziell positiv. Aber nach lang nicht allen Leuten geht es besser, wenn der PIB klimmt. Und da sind wir bei der generellen Wachstumsdebatte angekommen. Konsequenzen von einem unkontrollierten Rekordwachstum. Was bringt der Wachstum im Positiven, und was im Negativen für den einzelnen Bürger mit sich? Der Stadttext sieht an seiner Konklusion, an seinem Rapport 8 vom Juni 2018 über den PIB Bien-être. La croissance économique est-elle pro-pauvre ou pro-riche? Sur les 13 années passées en revue dans cette étude, les fruits de la croissance économique a déversé sur les ménages, a globalisé, favorisé les plus aisés. La croissance était donc pro-riche. Am Klartext sagen sie, die stramme Wachstum als nicht bei den kleinen an normale Leute ankommt. 30% Kanner von der länger Zeit der Mammen, die sich bei weitem nicht alles, was als normal angesiegt an unserer Gesellschaft können leisten. Hat all ihre Personen finanzielle Möglichkeiten genug, an ein Pflege- oder ein Altersheim zu gehen. Wir meinen, das ist nicht mehr der Fall. Wir haben nach der letzten Television eine Reportage gesehen, von Leuten gesagt haben, man hat das Leben geschafft, wir hatten noch eine Pension, man hat der, man konnte daheim leben, aber mit der Pension können wir nicht mehr an den Altersheim oder an den Pflegeheim gehen, oder, wenn der Staat beilädt, kriegen wir eine Hypothek, aber als Haus wird. Was Leute zurückschreckt. Weil die gut verdient tun, die viel verdient tun, die in Haus und Purhäuser, also noch genug Geld an Pension für eine Pflegeheim zu gehen. Aber die Leute, die nicht leben lang schwer geschafft haben, für ihr kleines Häuschen zu kriegen, die wollen nicht, dass das Haus hypothekiert wird und die Kosten dann von ihren Kindern geht. Auch da muss ich bedenken, dass alle Menschen in einem Land wie Lützeburg können an ein Pflegeheim gehen, ohne dass dann da absagt, was an seinem Leben erschafft hat, sein Häuschen misst das offen. Als Pflicht muss es gehen, bei all unseren politischen Diskussionen, Überlegungen, aber besonders Decisionen, den Menschen an den Mittelpunkt zu stellen für allem anderen. Der Premierminister hat immer gesagt, wenn es dem Land gut geht, dann geht es auch den Leuten gut. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich gebe so, wenn es allen Leuten gut geht, da sind wir an einem Land, dem es auch gut geht.